guten Morgen alle. Diesen November 23. Und 2024 klok 10 s'morgens on de zin das KIKZ radio, Dietjet radio. Wil treden met je dankes uit Gottes woord. Ik ga van deel was je dankes over de danksagungstijd, wo wir ben zijn. Welkom terug. En zo we zijn in de dankzagungstijd. Dat we hebben mijn mama lieblingshelgedag. Er interessiert zo zeer, wanneer de familie terugkwam. En kuhnhoorn in de bak nemen. En gitaar eruit nemen. Zingen en spelen. Het leest meestal als Weihnachten. Weihnachten leest ze ook. En ik lees Weihnachten zeer. Bij mij schwert ik immer zo de dankzagungshelgedag. Dat is de beste helgedag. Ik wil mijn Duitse vrienden spreken. Niet die dag schaffen. Neem tijd voor de familie. Neem tijd om dankbaar zijn. En God danken voor alles wat we hebben. Want je dat is allemaal een helgedag wat niet te doen heeft met nemen. We krijgen niet geschenken, we doen geven. Wat doen we geven? We doen God de dankzagung geven. En zo, we hebben vandaag een paar dankes over dit. En we lezen in Philippa kapitel 4 van 6 bis 7, dat zegt, merkt je schwaar over niets. Over al jene dankes, al jene gebeden zou ik zeggen, al jene gebeden met vleien en dankzagung zullen voor God komen. Zo in ons gebed, we kunnen dingen vragen, dus dat is voorzag, en we doen ook niet dingen vragen, maar dit voorzag vergeet het niet God te danken. We hebben immer Ursache te danken. Jemand hat gesagt, kleinen doen, wo schlecht dir das geht. Du hast jemand in der Welt, den geht noch schlechter. Und wir brauchen bloß denken an die armen Menschen in der Welt, sondern was hungern und nicht Kleider haben. Ich habe in meinem Shop, ich würde leben 15 Handen und vielleicht 20 Paar Wechseln. Und dort gibt Menschen in der Welt, die haben was ein paar Verlunste zum Antreiben. Wat dankbaar zie ik. Ik kan hier met een fijne vaartig gaan. Ik heb een fijne job. Ik heb een gezonde familie. Hoeveel Ursache habe ich nicht te danken. En besonders, niet bloß denken an das Titel, niet bloß denken an das, was wir möglich merken. Aber wir haben auch Ursache te danken über Gott seine Erlösung. Er hat unsere Sinn alle betont. Die sind betont, er hat was angenommen. Er ist gekommen. Er ist gestorben für meine Sinn. Er ist abgestoßen. Er hat nu im Himmel besiegen voor zijn troon dat hij verbed voor mij en die. En we hebben zo'n grote Ursache dankbaar te zijn voor dat alle. En dan zegt er in Kolosser 4:2, dat zegt, blijf immer im Gebet en doe dat met dankzagung. So, we zullen immer beten, aber er soll immer die dankzagung bij zijn. So, vertel God voor wat je dankbaar bent. Ik hier gisteren een zeer interessante Zeugnis over TV. Deze vrouw zei, ze had Brustkrebs gehad. En dan zei ze, en ik ben dankbaar voor die brustkrebs waar ik thuis ben. En ik hoor, wat in de wereld, wees dankbaar voor brustkrebs. Ze zegt, die brustkrebs heeft mij nodig gebracht naar mijn hemelse voeder. En dat is waarom ik dankbaar ben voor dat wat ik thuis zie. Dat weer een zeer krachtvolle Zeugnis, niet zo? En zo, we hebben nog een schrift in Lukas kapitel 17 van 11 tot 19, daar zegt het, dat Jezus en zijn jünger reizen. En dan zijn ze op eenmaal 10 Aussätzige. En de krankheid van Aussatz, dat namen we op Engels leprosy, dat weer een krankheid wat widerschloon deed. Dat weer een krankheid waar een mens een zeer ongezonde huid krijgt, dat deed vreten. En de krankheid heeft die een nerven dood maken. En zo de mens kon geen weide speren. En dan verliest de verken vingers en duim en huid en zo en wordt het niet meer aan. En dit weer een krankheid, want de zonne houdt. Dan wordt die uit den dorp uitgejaagd. Dat is kwijt dat ze dat niet goed deden, bloos ze willen dat ze niet wieder slapen. En dan juist het irgendwo kolonien van Aussätzigen. En hier traf Jezus 10 van die. En die vrouw nam naar hulp.
En so Jezus sagt, goed in Christus en wie is je heilig. En dat zegt, als ze aanvangen te gaan naar het terrein, worden die alle geheilt von ihrer Aussätzlichkeit, ihrer Leprosy. Man geht die Schrift wieder und sagt, einer, der bricht, stundstill, wunk an und kann 3 Jahre mit Jesus, knallt sich ver am Doel, und das sagt in der Schrift, der Jesus preisen und danken. Jesus sagt, fragt er, was interessant ist, fragt er, diesen wir nicht tieren? Jo. Bloß einer ist 3 gekommen? Jo. Und was passiert? Well, die lesen nachher mal von den einen, was die 3 kamen. Und sie Dankeschön. Der andere bleiben, die werden geheilt, dort ist Gott seine Güte, dort ist, weil Gott ist zu uns. Aber dort dieser 3 kamen, und sich Dank für euch sprechen geht, dort wir wird, dort durchgeschrieben, dort wird betekent, und wir wollen den Freund ein Tag im Himmel sein. Und ich habe auch bedanken für seine Dankbarkeit, nicht so? Jesus, wir sehr gut zu dieser Aussetzungen. Wenn die wären das Leerste von der Lehre, die wären arm, die wären krank. Er hat ein Barmherzen über dich, und er wird bloß einer, wo der 3 kam. Von der ersten Tag, die auf der Rückfahrt sind, nicht so? Well, die wären gleich so krank, wird jemand sein. Oder, die würden von selbst besser geworden, wird der andere sein. Oder, der Priester hat die geheilt, sein andere. Aber einer weiß, wer es getan hat, und er kam 3, und Preis und Dank Jesus dafür. Das ist noch eine Geschichte von Dankbarkeit, ist nicht in der Schrift, aber der ist irgendwo in der Welt jetzt zu lesen. Und das ist von diesem einen armen Mann und seine Frau, die hatten 7 Kinder. So sie beide und ihre 7 Kinder wohnten in einem Haus mit einer Stube. Und so hatten sie einen Rabbi, das ist ein jüdischer Prediger, ein jüdischer Lehrer. Und der Rabbi, wir sind wat de hield op studieren, en die kamen nam alle aus dem Wesermann. Und so das arme Freund, vielleicht in Form, aber er war, ich weiß nicht, zu jener Zeit, wie einmal, noch arm, er sagte den Rabbi, ich habe ein Problem. Mein Haus ist zu klein. Wir sind Erdenen, und wir wohnen alle in einer Stube. Was soll ich tun? Der Rabbi kijkt nach Hech. Ja, vom Einbieter und sagte, check die Kase, und dann ist die Kase in die Stube nehmen, dann sei je nehmen mit der Kase de tot. Und so eine Weg Luther, kommt diese 3 einem Rabbi, sagte, Rabbi, ich weiß, was ihr seht, ich kauf mir eine Kase, und wir haben eine ganze Weg mit der Kase gewohnt in der eine Stube, dort stinkt der Bahn, die staubt alles an, wie dann sehr anmutig. Was sagt der Rabbi, checkte so Sachen nach Hech und sagte, nun nimm die Kase die Rüt und dann verkaufst du. Das ist ein Haus, nimmt die Kase das Haus Rüt und verkauft die. Der Weg Luther, als er war beim Rabbi, sagt der Rabbi, Dankeschön, mein Haus ist viel gerater geworden. Was hat der Freund gelehrt? Dankbar zu sein. Und so kriegen dann Buschleif mehr, die das geht. Dus jemand in der Welt, den geht noch schlechter. Was kann ich für dich tun? Vielleicht denken wir zu sehr an uns selbst, nicht so. Dankbarkeit ist nicht nur nicht an mich denken, oder erst an die Nächsten denken, oder an Gott denken, und dort wertschätzen, was die für uns getan haben. Ich weiß immer gleich, was wie die haben gelehrt, Dankeschön sein. Wir können immer besser tun mit dort, nicht so. Wir haben hier beim Radiostation einen Leute, der sagt, Dankeschön sein kostet nichts, oder das so viel wird. Und so, wir lernen dankbar sein, wir lernen Dankeschön sein, und das so viel wird, besonders wie weiten, oder in Jesus seine Uhren, wird es so viel wird, dass der eine Anfang trägt heim, und sie Dankeschön für was Jesus für ihn getan hat. Gott ist Segen von dir, und bald trägt mit dem DJ Radioprogramm.